Hallo, Moje, Jode Dach, lieber Weihnachtsmann, bald ist Weihnachten und ich dachte mir, warum nicht mal einen Wunschzettel schreiben? Aber keinen normalen, sondern kotz, einen spürbar anderen Weihnachtszettel. Ja, ich mag das Vereinsmotto vom FC auch nicht, aber so passt es doch perfekt, oder? Aber dazu kommen wir später. Zuerst mal ein großes Dankeschön, denn mein absoluter Wunschtransfer ist ja schon passiert. Yusuf Gazibegovic ist bei uns, ein Spieler, den ich mir so sehr gewünscht habe. Das allein ist schon wie ein kleines Weihnachtswunder. Aber, und dergleichen gehört ja dazu, ich habe trotzdem noch ein paar Wünsche, die ich hier gerne aufschreibe. Erstmal wünsche ich mir neue Spieler und am liebsten ein paar Landsleute von mir. Es wäre einfach nice, wieder ein paar Serben oder Spieler aus der serbischen Liga bei uns zu sehen. Die haben Qualität und passen perfekt zu unserem Verein. Hier wäre dann meine Wunschliste. Da wäre zum einen Jovan Milošević, ein junger Mittelstürmer aus Serbien, gerade mal 19 Jahre alt, aktuell vom VfB Stuttgart an den FC St. Gallen ausgeliehen. Und was macht er dort? Er fängt an, Tore zu schießen. So ein Talent könnte uns in der Offensive enorm weiterhelfen. Als nächstes käme Stefan Kovac ins Spiel. Er ist primär ein zentraler Mittelfeldspieler, kann aber auch defensives Mittelfeld spielen. Der Nationalspieler von Bosnien und Herzegowina, der bei Partizan Belgrad unter Vertrag steht, hätte übrigens auch für Serbien spielen können. Also fast ein Landsmann von mir. Und stell dir vor, er könnte für den Fall, dass Erik Martel den Verein verlässt, irgendwann einmal, zu dessen Nachfolger aufgebaut werden. Das wäre doch eine super Option. Und abgesehen davon, Dennis Huseyin und Yusuf Gazibegovic sind seine Nationalmannschaftskollegen. Man kennt sich also und könnte so ein nettes Trio bilden. Dann hätten wir noch Đorđe Jovanović. Ein weiterer Vorschlag von mir in Sachen Sturm, ein serbischer Mittelstürmer, der beim FC Basel gespielt hat und aktuell an Partizan Belgrad ausgeliehen ist. Hat bisher 6 Tore geschossen, genau das, was uns vorne manchmal fehlt. Ein anderer Wunschkandidat wäre Nasser Džiga, ein Innenverteidiger mit Champions League-Erfahrung von Roter Stern Belgrad. Ein richtiger Fels in der Abwehr. Und er hat sogar schon ein Tor erzielt. Also ist er auch vorne gefährlich. Nicht zu vergessen Sheriff Injaye, der ebenfalls bei Roter Stern Belgrad spielt. Ein Stürmer mit bisher 11 Toren und Champions League-Erfahrung. So einer wäre doch der Hammer für unseren Sturm. Zu guter Letzt wäre da noch Njegos Petrovic, ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler, der bei Vojvodina Novi Sad spielt. Er ist 25 Jahre alt, hat Erfahrung mit der spanischen La Liga, da hat er nämlich für Granada gespielt, und er könnte ebenfalls als Nachfolger für Martel aufgebaut werden, falls dieser uns verlässt natürlich. Und wusstest du, dass Vojvodina schon Spieler wie Sinisa Mihajlović, Sergej Milinković-Savić und Dusan Tadić hervorgebracht hat? Petrovic könnte der nächste große Name sein. Natürlich ist mir klar, dass der ein oder andere Spieler einen ziemlich hohen Marktwert hat. Aber mal ehrlich, Weihnachtsmann, wir hatten ein Jahr lang Transfersperre und konnten so doch genug Geld ansparen. Und dann noch die ganzen Einnahmen aus dem Pokalwettbewerb. Ich sag nur Viertelfinale. Da dürfte doch der ein oder andere Wunschspieler drin sein, oder? Aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch ein paar weitere Wünsche, die über den Platz hinausgehen. Als erstes der DFB-Pokal. Wir stehen im Viertelfinale und wie geil wäre es, diesen Pokal endlich wieder nach Köln zu holen. Die ganze Stadt würde Kopf stehen. Und ich meine, es wird mal wieder Zeit für so einen Titel. Zweitens, der Aufstieg. Die zweite Liga ist zwar ganz nett, aber wir gehören in die Bundesliga. Ein Aufstieg wäre der perfekte Abschluss für die Saison und ein Traum für jeden FC-Fan. Drittens, Fanartikel in Rot und Weiß. Lieber Weihnachtsmann, es wäre nice, wenn der FC endlich wieder Jacken in unseren Vereinsfarben in den Fanshop bringen würde. Rot und Weiß, das sind unsere Farben. Und die fehlen seit Jahren in der Kollektion. Im Winter wird es kalt und man möchte doch die Farben seines Vereins auch bei kaltem Wetter in der Kurve repräsentieren. Es wäre so schön, endlich wieder passende Jacken zu haben, die zeigen, dass wir der erste FC Köln sind. Ah ja, und wenn wir schon mal dabei sind, es wäre nett, wenn bei der nächsten Mitgliederversammlung im September dieser unsägliche Vorstand endlich abgesägt wird.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu meinem Einstieg. Mein letzter Wunsch ist, dass das Vereinsmotto spürbar anders endlich abgeschafft wird. Es ist generisch, einfallslos, lieblos und austauschbar. Vor allem wird es dem legendären Status, den der erste FC Köln innehat, einfach nicht gerecht. Warum nicht ein Motto wählen, das von der Hymne inspiriert ist? Zum Beispiel Gefühl, das verbink. Das spiegelt unsere Tradition und unsere Fans viel besser wider. Halten wir fest, ich weiß, ich wünsche mir viel, aber wenn jemand Wünsche erfüllen kann, dann bist es doch du, Weihnachtsmann. Hochachtungsvoll, dein Leo. Ho, 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 du Saftsack!